Das ha gesot gin, dat man 2009 5,5% vun de Leiit vun der Briefwahl profitéiert hun 2013 als op 7,56% opgange. Beim Referendum 2015 go op 8,76, wat jou lofleisch net gif, mat enger normale Progressioun mache, weil ich och menges Wissens no awer beim Referendum och viel Leiit iwwer 75 Joer gewählt hun, die bei noch Chambersfallen normalerweise net fehlen, dat huet och fleicht een Deel vun der Progression ze hunn. Menge bis lo waren so, dat den nëmme kont Briefwahl profitieren, wenn méi wie 75 Joer alwer oder die ënner 75 Joer, wenn se krank waren oder an der Vakanz. An Zukunft gëtt et kein Konditionen méi, jidereen kann die Briefwahl aufruhen. Mehr als der von den Dat eng positiv Entwicklung. Froh von der Manipulation, die do diskutiert gëtt, ob die sich stellt, se mir der Meinung generell net. Sos hat auch die Manipulation lo bei der Briefwahl iwwer 75 Joer, aber wenn ich so hätte, man se kind noch so, weil man hunse zum Deel bei denen iwwer 75 Joer, weil jeder Fall, wo man heieren wo Alters- oder Pflegeheime mal relativ viel de Monte ragangen sinn fir ze wählen, wann die Leiit deen da Patient an denen Häuser sind, die de Monte net gemäht hun, da kann sich vorstellen, ob sie da noch gewählt tun, an denen Häuser die stimmt sind. Also wann eng Manipulation méiglich as dann as am aktuellen System méiglich iwwer 75 Joer an vorstellt sich hei, Herr Präsident, ob et net fleicht obrut, wie ich auch net op Gesetz dat gif erlaben, dat mo gif Stichprobe machen, dat seht he du an engem Pflegeheim oder eng Altersheim sie relativ viel Demande rakom fir d Briefwahl zu machen, dat mo gif bei die Leiit kucke goen, ob de dann noch effektiv eng Briefwahl ugefrot hätten, da gift dat Fleisch zu wann ich so net gewinn, so Stichwahlprobe machen, dat wir vielleicht eine gut Präventivwirkung für die Leute, die in Absicht tun, für dann eben so Wahlresultat, auch für allem die ele Leute, die du sehen, so zu missbrauchen, an so eine Manipulation durchführen. Dafür, wann die Manipulation ist, dann ist am Blick da. Wenn wir lo die Neuformulierung gucken, wo wir am Anfang so, wir gehen auch lo, denen von 18 bis 75, die nicht krank sind, nicht an der Vakanz sind, Möglichkeit, wir können über die Briefwahl zu wählen. Da sehen wir dort das Risiko von der Manipulation, aber so minimal, dass es nicht der Wert ist, darüber zu schwätzen. Weil erstens müssen die Leute die Briefwahl aufruhen. Wenn also von 25 ein Briefwahl aufredet, dann ist das ihr sein Wunsch, Briefwahl zu machen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man so aufredet und dann sieht, zu Papa oder zu der Mama oder Gott weißt du, hey, fäll du mir sie aus und dann schicken wir sie an. Also ich meine, da haben wir nicht viel Vertrauen an als Bürger, wenn wir die Argumente vorbringen, ist in der Meinung, dass aber jeder Haut groß und genug ist, aber wenn er fährt, kriegt, gibt du ihm einen Druck gesagt, da brauchen sie mal gerne tun zu freuen, da sind nicht genau mein Wahlkampf wählen, da kann ich machen, wie ich will. Also, dass das Risiko, dass durch die Neuerung, die hier angefangen hat, dass Manipulation mehr groß wird, als wir alles nehmen. Wenn eine Manipulation da ist, dann besteht sie am aktuellen System, aber wie gesagt, durch eine Präventivmaßnahme, für eine Kontrolle, kann den Wert eventuell auch limitiert kriegen. Ein Problem, wo kann natürlich als Meinung nur eine Manipulation rankommen, aber eine andere Manipulation, das ist dadurch, dass man Briefwahl nicht mehr anschreiben. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Angeschrieben Briefe, der Briefträger gibt Leute, Leute schaffen das Kind da, ein Ticket an, sie müssen irgendwie Post gehen, sichern, dann verlaufen Zeiten zu lehen, das ist kompliziert. Aber wenn wir hingehen, schreiben sie nicht mehr an. An diejenigen, die gestimmt hat, braucht sein Enveloppe auch nicht mit zu paraphieren, wenn er sie zurückschickt. Durch Kind theoretisch eine Manipulation stattfinden. Weil weh von der Gemeinde oder von der Gemeinde, vom Präsident, vom Wahlbüro bis bei der Wähler
kind de Brief ja verloren gehen. Gern oder nicht gern, mit Absicht oder ohne Absicht. Da kann ihn nicht mal eine Felden aus und ein Mann lassen sich dann nicht am Anfang eine Person gewählt, ohne dass sie überhaupt weiß, dass sie gewählt. Da kann nichts nur reklamieren, gesagt, ich habe hier Stimmzettel gekriegt. Und da kann er nur sagen, du hast aber gewählt. Du Kind, und du gibst natürlich die Manipulation, die du möglich Kind gehen, sondern Kind gehen, weil du hast schon eine gewisse Fantasie, die du musst mitspielen, für das zu machen. Aber du wäre möglich, wenn ein den Brief Circuit von A auf B gibt raus, und dann gehst du mal, ich fällt raus, und dann schickt es zurück, kriegt ihn überhaupt nicht. Du hättest mir gerne gesehen, dass das argumentiert ging, am Exposé de Motiv, dass da am Anfang, wie es enger Spur muss, dann für ein teurer Faktor, an dürfen geben darüber verzichten, ich menge Demokratie an Wahlgeheimnis hört eben einen Preis, und als Kostenfaktor können wir es nicht gelten losen. Weil gesagt wird, dass als praktischen Maßnahmen also nicht möglich, und den Herr Minister, den auch für die Post zuständig ist, die wir bestimmt nicht rosen über die zusätzliche Gesetz, die Post auch nachgibt kriegen. Wie gesagt, da haben wir, das ist der nächste Punkt von diesem Gesetz ein bisschen als ein Problem damit tun, weil nicht mehr angeschrieben wird, weil kein Kontrolle ist, ob denen gekriegt wird und ob denen auch noch zurückgeschenkt wird. Positiv ist, dass nach dem Punkt, die ich hoffe, dann nehmen, dass das dann eine Bestimmung abfeiert für die Leute, die schlecht oder gut nicht mehr gesehen. Die Leute konnten sich bislang begleiten lassen. Das war eine gewisse Diskrimination, weil das schon für du gesagt hast, die wusste ja, wenn es wann sie gesagt hat, was den Namen ausgefällt hat. Die Möglichkeit bleibt vorher nach bestehen. Mehr, es gibt auch die Möglichkeit, dass die Leute so einen gewissen Wahlschablon, ich weiß auch nicht, wie so etwas ausgesagt, mit das könntet ihr einfach keine kriegen, wo uns da wirklich können, auch ihre Stimmzettel ausfüllen. Herr Präsident, ich gebe dem Herrn Staatsminister vielleicht vorstellen, dass man es gibt, so, und was ich nicht bis so rausgefunden tun, wo die Wahlschablon leitet, die an all Wahlbüro ab, und da gehen die hin, und dann sehen ja, ich gesehen nicht gut, da kriegen sie, aber wie funktioniert das bei den Leuten mit der Briefwahl, weil der Rapporteur hat doch gesagt, es wird bei der Briefwahl nicht, ich muss die dann am Vierhaus aufrufen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Brief, so ein Leid, vielleicht könnte der Staatsminister Eis da eine Information geben, wie das an der Praxis ausgesehen. Da sind ich auch der Meinung, wenn die Bestimmungen heiß sind, dass dann von Regierungsseite auch muss eine Informationskampagne mit gesehen wie die Presse oder die Broschüre, wo die Leute auch mit Zeit klar informiert gehen, was für eine Möglichkeiten am Gesetz sind, und auch wenn die neu die Lehre sind, wie die am Gesetz sind, wo ihr verrickelt gehen, als was ich kann echt schon aufrufen, aber mich spät auch noch kann, den Mond rasch checken, für unter Briefwahl Deal zu hören. Herr Präsident, das ist für uns ein fortschrittliches Gesetz, für das Möglichkeit gibt, dass die Mehrheit können und den Wahlen teilnehmen. Wir wissen, dass der Prozentsatz bei den Leuten, die nicht in den Wahlen teilnehmen, von Wahl zu Wahl raufgeht. Aber wir wissen aber auch, dass wir es nicht konsequent haben im Land, sind Strafbestimmungen für Leute, die nicht viele gehen, die man dann aber nicht applizieren. Das zu hoffen, dass durch das Gesetz mehr Leute vielleicht davon profitieren, für und die Wahlen teilzunehmen. Wir haben als Lützburg Wahlpflicht, wir fanden das gut. Das gehört zu unserer Tradition, wir sollen das auch beibehalten. Wir gehen also hier die Leute de Choix, wie für drüber gesagt gehen, als für eben können zu wählen, ob sie über Briefwahl wählen oder ob sie wollen an Turn wählen gehen. Der Kollege Bodri hat für drüber gesagt, sie wären hier für den Choix, wir als ADR sind immer für den Choix, wir sind für den Choix bei der Religionsunterricht oder Moralunterricht, wir sind für den Choix an der Familienpolitik, und dürfen sie auch selbstverständlich hier für den Choix, dass die Leute können wählen, ob sie Briefwahl holen oder ob sie an die Wahl gehen. Das ist mir also ein Lin an dieser Definition vom Choix. Für die einen, die sind bei der einen, der sind ein Käfer für den Choix, Herr Bodri, CSV, aus die anderen Käfer für den Choix, wir sind immer für den Choix.